Moin de Leiit, haut grille ma. Mir grillen eng Entrecote Black Angus mat Poretten an Tapenat. Wir sitzen hier in der Zehr, für als Tomaten rauszusichern. Ihr seht hier vielleicht drei verschiedene Tomaten. Das sind noch die drei großen Kategorien von Tomaten. Wir haben La Normande, wie es genannt wird, das sind die ganz groß, die auch ein bisschen zerknittert sind. Dann haben wir La Saint-Pierre, das sind einfach die normalen Runden, respektive die kleinen Cerise, die ganz glatt rund sind. Und dann haben wir die bisschen mehr oval, die Olivette genannt gehen oder Roma. Und da soll eng die mais holen, eng Scherot. Wir drehen einfach drunter, schon geht sie los. Das ist die erst zeitig. Wir holen uns vielleicht eng zweit matt. Das ist auch noch eng schön. Wir drehen mal drunter, die geht nicht los. Das heißt, wir lassen sie hängen. Wir brauchen eng Tomat für unsere Plan. Da sind wir halb fertig. Ich stehe mal in unserem Garten für Poretten zu sichern. Poretten ist ein Gemäß, das aus Mesopotamien kommt. Es ist ganz viel Vitamin K dran. Ich meine, 20% von ihrem Tagesbedarf an Vitamin K ist durch ein Porett gedeckt. Die sehen hier alle gut wunderschön aus. Wir sehen also ein schön dicker aus. Und du holst mal die heute. Greif die ganz innen, für den sie nicht futtern möchte, und zieh den einfach ganz fest raus. Guck mal, das Porett, so wie sie aus dem Boden können. Du holst mal so direkt die ersten 2 Blätter darauf. Den Dreck muss man nicht mal dann Kischen holen. Dann schneiden wir auch auf, die langen Blätter auf. Voilà, und fertig ist das Porett. Ja, hier an der Schüssel haben wir ganz bisschen Oliventapenat. Da machen wir ganz bisschen Olivenöl dann noch dabei. Verheeren das ganz leicht. Das geht als Sauce für Porett später und Loschau für Tomat. Voilà. Dann holen wir Tomat aus dem Garten drin. Schneiden die 2 Spitzen auf. Ja, auf der Seite. Und dann schneiden wir das Tomat eine regelmäßige Scheibe. Voilà. Fuhren wir mal Messer drin, geben sie an die Luft, allein sind Tapenat. Du kannst die ein bisschen ziehen, und nach 5 Minuten drehen wir es darum um. Da fängt man an, indem wir unseren Grill gut warm gelassen auf 250 Grad. Nun holen wir die Porett, die als Gewäsch gebotzt, all die Knastblätter sind rauf, und damit durchgeschnitten. Dann geht es einfach auf den Grill gelöscht. Nicht gesalzt, nicht gepfeffert, nichts. Und dann machen wir zu. Und das braucht ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Sie muss ganz schwarz gehen. Als Poretten haben wir schon zu haltend gegrillt. Sie sind schön schwarz schon. Und das ist am Anfang ein Trick bei der ganzen Sache von der Porette. Wir legen sie rein drauf, ohne irgendetwas. Wir lassen sie ganz schwarz gehen und schneiden hier nur das erste Blatt, das schwarze weg. Der Rest von der Porette ist an Bannen dran gekocht, als ein saftiger, schmeckt richtig nach Porette. Da würzen wir sie ein bisschen allein an Vinaigrette. Für dann aber weiterzumachen mit diesem Menü, holen wir ein schönes Stück Fleisch, das wir hier haben. Das ist ein Entrecote vom Black Angus. Das salzen wir. Pfeffern. Drehen es immer mal dasselbe auf der anderen Seite. Voilà. Dann holen wir das Pass. Allein ein Stück Fleisch auch auf den Grill. Das lassen wir von allen Seiten. Hängt von der Cuisine auf, die ihr will. 2 Minuten gehen, drehen die Viertelstour, umdrehen. 2-3 Minuten eine Viertelstunde drehen und dann legen wir es hin für zu ruhen.
So ass Porrett richtig. Bause schwarz a banne gut säft. Gesäit den, dat beim Grillen nach immer bisse Jus rausleft. Ma jo, als Porrette silo schei gegrillt. Alle Seiten gesäit ihr schein, dat ze schei schwarz sinn. Gewinnt net unbedingt so nach ihr sinn. Me dat ass joch de Sinn vun der Sach. Teech mir hullen die lo. Das heißt nieft Brötchen. Und dann holen wir das Porrett. Ich schneide mal ganz nelig just das erste Blatt ab. So. Dort legen wir da dran. Jetzt habe ich mal mit dem ärmeren Stück. Da geht das ein bisschen mehr einfach. Voilà. Und das legen wir auch da noch als Vinaigrette. Das drehen wir ein bisschen, dass überall ein bisschen drin ist. Und für das Porrett auch mit der Vinaigrette ein bisschen voll saugen. Und am selben Moment salzen wir das Ganze noch ein bisschen. Und ein ganz bisschen Pfeffer kommt auch noch drauf. Und das wäre es schon. Für das Fleisch zu drehen, da drehen wir genau eine Viertelstour. Das heißt, wir gehen hier ran, drehen die Viertelstour, allein drin hin. Dadurch kriegen wir hier noch eine schöne Quadrillage dran, das Fleisch richtig lecker, appetitlich aussieht. Mal das Fleisch, also auf der einen Seite gut, und drehen wir es. Das sieht lecker aus. Und wie der Lodo sieht, mit den Strichen, da wollen zwar die Viertelstour drehen gut, für dass wir den Quadrillage dran kriegen, der da dran ist. Das ist beim Fleisch ganz wichtig, dass so viel Fett dran ist, dass das anfängt zu karamellisieren. Wie der hier schön sieht, hier und hier, das ist wunderschön karamellisiert. Dadurch schmilzt es, geht knusprig und der Gou entwickelt sich noch mehr eine leckere Erde-Weiß. Na ja, als Fleisch ist fertig gegrillt, von zwei Seiten. Wir holen es alleine 3 Uhr drüber. Die dritte Seite habe ich gar nicht angehört die ganze Zeit. Das heißt, wir können auf der Seite, wenn wir so mal eine kleine Tendre Po gehen. Die Zeit nutzen wir aber auch, für die kleinen Finitionen am Fleisch zu machen. Ich schmiere ein bisschen Tapenade oben drauf. Das muss nicht viel sein. Zu viel, also eben zu viel. Das geht dann zu stark an der Olive, und da schmeckt den Fleisch gut nicht mehr raus. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ein gutes Stück Fleisch, das exzellent schmeckt. Und dann holen wir noch auf die Tapenade, nehmen wir noch so einen kleinen Rosas von unseren Tomaten.